Das ist mein Freund. Falls ihr ihn nicht kennt, denkt, wer ist der hübsche Mann? Hey, ich muss ehrlich sein mit euch alle. Ich bin seit einerseits hoffentlich, ich bin seit langem nicht so nervös wie heute Morgen. Ich schwitze von meinem Hand, ich habe so lange nicht mehr so fest geschwitzt und Schnaufen. So, ich habe 3 bis 4 Mal Predigt geendet. Gestern bis 10 Uhr am Abend habe ich gedacht, soll ich nochmal ändern? Nein, nicht mehr mögen. Ich dachte, okay, heute Morgen werde ich ändern. Heute Morgen habe ich auch nicht gemacht. Von daher mal schauen, was es rauskommt. Wieso macht das mir so nervös? Weil ich glaube, ich predige heute Morgen mir selber an. Das ist ein Thema für mich persönlich, wo Gott in der letzten Zeit tut mich extrem herausfordern mit dem Thema. Extrem. Es macht nicht Spaß. Wir sind in einer Serie «Mach einen Unterschied». Gang los, mach einen Unterschied. Wir haben verschiedenes Mal erzählt, von Anfang des Jahres haben wir angefangen mit dem Thema «Brich auf», «Lerne Gott kennen». Nachher sind wir im Thema «Erlebe seine Freiheit». Leg's ab. Erlebe Gottes Freiheit in deinem Leben. Denn im letzten Monat haben wir über «Find raus», Gottes Plan, Gottes Gedanken, sein Herz für dein Leben. Jetzt sind wir in der Predigtserie «Gang los, mach einen Unterschied». Und wenn du würdest mich fragen von Anfang an, hey, wo bist du in diesen 4 Schritten? Ich habe immer gesagt, eher in den ersten Punkt, vielleicht ersten und zweiten Punkt, ich pendle dazwischen, Gott immer neu kennenlernen, immer mehr befreiter Mensch sein. Und jetzt ist mir in der 4. Schritt, habe ich gemerkt, wow, hey, ich bin voll in dem Schritt. Also ich habe mich bekehrt. Ich glaube, es war 16 oder 17, habe ich mich bekehrt. Und wir haben so, wie ihr, awesome guys, so mega coole Jugendgruppen gehabt. So eine kleine Gruppe. Und ich glaube, wir haben uns alle in der gleichen Zeit bekehrt. Und sind wir alle auf Feuer und Flamme für Jesus. Wir haben jede Woche austauscht, wie kann man Jesus berühmt machen? Wie kann man von Jesus erzählen? Wir haben nach kreativen Ideen gesucht als Jugendliche. Was machen wir damit? Wir werden Gespräche auf der Straße oder einfach mit Leuten der Familie. Wie kann man unterwegs sein und einen Unterschied machen im Leben von Menschen in unserem Umfeld? So eine Idee war, wir hocken im Taxi, wir nehmen das Taxi. Wenn wir mit der Kirche gehen, wir sagen, ich gehe in die Kirche. Wir geben keine Adresse, wenn sie sagen, wo gehst du? Kirche. That's it. Und dann gesagt, was für eine Kirche? Wo ist der Kirche? Oh, der Kirche kennst du nicht. Der Kirche, weißt du nicht, wo der Kirche ist? Und im Iran Taxi ist billig, also du gehst überall mit Taxi. Und sagt, ja, der Kirche, ich meine, der Kirche neben der Straße, haben wir gesagt. Und die meisten sind offen, oh, es gibt eine Kirche. Ja, klar, es gibt eine Kirche. Hat er nie gesehen? Wir haben jeden Sonntag Gottesdienst um 6 Uhr am Abend und um 10 Uhr am Morgen und Freitag. Willst du schauen? Darf ich? Ja, sicher darfst du. Hey, willst du jetzt kommen? Ja, also ja, wenn ich darf. Das haben wir jedes Sonntag gemacht. Ich habe einen Mantel gekauft. So, im Iran gibt es Hijab, gell? Du musst dich voll schwarz oder was auch immer bekleidet rausgehen. Ohne Hijab darfst du nicht rausgehen. Und ich hatte einen Mantel, so Hijab mit einem Kreuz drauf. Es war ein Kreuz drauf genäht auf Gold. Und weil ich bin Christ, nämlich ich bin Christ geboren, ich bin nicht Ex-Moslem, ich durfte das machen. Ein Ex-Moslem darf das nicht. So, stell dir vor, ich gehe immer mit dem Mantel raus, mit dem Kreuz auf meinem Mantel. Und die Leute sprechen mich an. Hey, wo hast du das gekauft? Darf man das? Hast du das selber gemacht? Kannst du ein Kreuz haben auf deinen Mantel? Und so bei dem Mantel bin ich einfach in Gespräch gekommen mit Leuten auf der Straße. Wir haben die Bibel genommen, sind in den Park gegangen, einfach neben anderen Leuten gesessen
haben wir die Bibel aufgetan, angefangen Bibel zu lesen. Und die anderen Jugendlichen, sie haben eine Wache gemacht in den Park, dass die Polizei kommt, haben schreien, dass wir den wegrennen. So, wir hatten immer die Gruppe gehabt, wer macht Bibellesen heute und wer tut den Wachdienst haben. So, wer geht in den Park Runde laufen und schauen von dem Polizist. Und der Person, die dann einfach neben der anderen Person hockt, tust Bibel lesen. Und wenn du Bibel hast im Iran, alle kommen und alle fragen, was ist das? Und dann kommst du ins Gespräch, dann holst du eine Bibel, gibst der Person die Bibel. Es ist erfolgreich. Alle anderen Jugendlichen haben gebetet und haben gesagt, yes, wir haben die Bibel verteilt. Und dann ist die nächste Person dran. Das haben wir jeden Tag gemacht. Ich mag mich erinnern, ich bin bei jedem Einkauf, habe ich eine Person gesagt, mag Jesus dich segnen. Hey, God bless you, Jesus bless you. Ich bete, dass du einen gesegneten Tag hast. Dass im Verkauf wird heute gesegnet. Jedes Mal. Jedes Mal, wenn ich etwas gefunden habe, was mir Spass gemacht hat, hat mir mega gefreut gemacht im Laden, habe ich gesagt, Halleluja. Extra, absichtlich. Und einmal hat eine Mann mich gefragt, ich war mit Mami unterwegs, ich habe einen Rock gefunden. Ich habe gesagt, Halleluja, habe ich sie gefunden. Und die Mann gesagt, darf ich euch fragen, was heisst Halleluja? Und mir erzählt, und er sagt, wir hören die Psychologin auf Satellitkanal. Sie spricht zu der Familie, sie spricht zu Beziehungen. Es ist wirklich mega genial. Aber sie sagt immer wieder Halleluja. Und wir kommen nicht raus, was es heisst. Ich und meine Frau. Wir haben gesagt, was heisst die Psychologin? Er hat gesagt, Joyce Meyer. Und wir haben gesagt, ja, sie ist mega gut. Sure. Hört zu, wir haben gesagt, was Halleluja ist und was sie sagt. Und von wo hat sie ihr Material? Wir haben gesagt, sie spricht ihr Material von der Bibel. Ich glaube, jeden Tag im Iran habe ich mir bewusst entschieden, heute werde ich von Jesus reden, erzählen, irgendwie. Und Gott gibt mir eine Gelegenheit. Und ich bin jetzt 12 Jahre in der Schweiz. Und als ich die Predigt vorbereitet habe, ehrlich gesagt, schon lange vorher, habe ich mir selber gedacht, wann mache ich das nochmal? Wann stehe ich auf und sage ich, Gott gibt mir Gelegenheiten, um jemanden heute kennenzulernen, der dich nicht kennt? Wie oft gehe ich auf der Straße mit der Bibel? Oder hocke ich im Zug, Bus, oder bin ich einfach unterwegs, stolz mit der Bibel? Wie oft kann ich einkaufen und sage ich, mag Gott dich segnen. Ich wünsche dir einen gesegneten Tag. Und dann habe ich mir überlegt, wieso mache ich das nicht so absichtlich, nicht so bewusst? Was ist denn passiert? Und was kann ich an mir ändern? Und in der letzten Zeit, also eigentlich letzten Monat, ich habe mir vorgenommen, es ist nicht, dass ich nicht mache, ich werde euch dann sagen, was ich mache, aber ich habe mir vorgenommen, ich werde ein bisschen Gas geben. Ich werde mir bewusst entscheiden, von dem Jesus erzählen. Was kann ich machen, um meinem Leben, der Brina, ich predige heute nicht zu euch, ich sehe euer Gesicht als Spiegel, so ich könnt zuhören oder nicht. Nein, bitte zuhören. Ich habe mega fest daran geschafft. Aber das ist sicher von mir und ich wünsche und hoffe, dass es euer Herz auch berühren kann. Lass mich geschwind von uns beten. Jesus, öffne unser Herz. Gib uns kreative Ideen. Gib uns offene Herz, um deine Stimme zu hören. Von dir inspiriert werden. Von dir, Jesus, empfangen. Von deiner Liebe, Leidenschaft und Mitgefühl erfüllt sie. Amen. So, ich habe die Bibelstelle gelesen vom 1. Korinther 9, ab Vers 19 bis 23. Das ist ein sehr umstrittene Bibelvers, sehr kontroverse Bibelvers, aber hat mega fest auf mein Herz geredet. 1. Korinther 9, 19 bis 23, und ich werde von da lesen. Paulus schreibt, ich bin also frei und keinen Menschen gegenüber zu irgendetwas verpflichtet. Und doch habe ich mich zum Sklaven aller gemacht, um möglichst viele für Christus zu gewinnen. Wenn ich mit Juden zu tun habe, verhalte ich mich wie ein Jude, um die Juden zu gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die
um dem Gesetz des Mose unterstehen, verhalte ich mich so, als wäre ich ebenfalls dem Gesetz des Moses unterstellt, obwohl das nicht mehr der Fall ist. Denn ich möchte auch diese Menschen gewinnen. Wenn ich mit denen zu tun habe, die das Gesetz des Moses nicht kennen, verhalte ich mich so, als würde ich es ebenfalls nicht kennen. Denn auch sie möchte ich gewinnen. Das bedeutet allerdings nicht, dass mein Leben mit Gott nicht durch einem Gesetz untersteht. Ich bin ja an das Gesetz gebunden, das Christus uns gegeben hat. Und wenn ich mit Menschen zu tun habe, deren Gewissen empfindlich ist, verzichte ich auf meine Freiheit, weil ich auch diese Menschen gewinnen möchte. In jedem einzelnen Fall nehme ich jede nur erdenkliche Rücksicht auf die, mit denen ich es gerade zu tun habe, um jeden Mal wenigstens einige zu retten. Das alles tue ich wegen des Evangeliums. Denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Wow. So der Paulus schreibt, in der ersten Vers, wenn ich darf nochmal die erste Folie haben, ich bin nur mehr verpflichtet, Menschen gut zu tun, Menschen gefallen, aber ich habe mich entschieden. Darf ich die vierte Folie haben, der erste Punkt? Ich habe mich entschieden. Ich habe absichtlich, bewusst mir entschieden. Es war nicht einfach, das englische Wort intentional übersetzen. Mit der Stefan haben wir gestern lange diskutiert, wie kann man sagen, be intentional. Sei bewusst, sei absichtlich. Es ist im Kontext auf Deutsch. Auf Englisch kann man locker sagen, be intentional. Sei bewusst in das, was du machst. Ich bin mir nur so fest bewusst gewesen. Wieso? Weil ich mich beschäftige in der Kirche. Ich komme in der Kirche, ich treffe mich mit Leuten von der Kirche, die alle gläubig sind. Und zwar sehr gute Gläubige. Ich habe Menschen um mich herum im Alltag, die sehr stark mit Jesus unterwegs sind. So, meine Funktion, meine Beschäftigkeit ist im Moment Kirche. Ich bin so beschäftigt mit Kirchenfunktion, dass ich verpasse, Menschen gewinnen. So erst, der Paulus sagt, ich habe mich entschieden. Ich habe nicht müssen. Niemand hat mich gezwungen. Ich will. Wieso will ich? Weil ich weiß, was für Jesus wir haben. Weil ich weiß, wer mein Gott ist. Ich habe einen Gott, der ist allmächtig. Ich habe einen Jesus, der hat einen höheren Preis, einen mega teuren Preis zahlt, damit ich kann im Himmel kommen. Damit niemand auf der Erde soll je verloren gehen. Mein Jesus hat den Preis gezahlt von uns alle, von allen Menschen der Welt, damit niemand verloren geht. Und ich habe einen Gott, der ist so genial. Kennst du ihn? Hey, mein Gott, er ist Wahnsinn. Er ist ein lustiger Gott. Er ist ein barmherziger Gnade. Er ist heilig. Er ist ein herrlicher Gott. Wir haben mega viel Spass miteinander. Er ist mein solider, rockfester Fels in meinem Leben. Er ist Hoffnung. Er ist Freude. Er ist Friede. Er ist Antwort für alles, was du suchst. Er ist Lösung für all deine Probleme. Er ist es. Sein Wille ist so gut. Ich meine, mein Gott, er ist Liebe. Er ist pure Liebe. Ohne Aber und Wenn. Kennst du meinen Gott? Wäre cool, dass du ihn kennenlernen. Ich habe etwas, das die Welt nicht hat. Und der Paulus hat etwas in Jesus gefunden. Er ist erfüllt mit etwas, was niemand anders hat. Und er kann kaum warten, jeder von dem erzählen. Bist du gefüllt mit Grund
und von dem Jesus erzählen. Du siehst diejenigen, die ihr Leben neu Jesus geben, wie ich sage Zoe. Sorry Zoe. Sie ist da. Sie hat sich letztes Mal taufen lassen. Sie hat 30 Leute eingeladen für ihre Taufe. Einfach damit sie ein Evangelium hören können. Hey, wieso ist neu im Glauben, die Frau ist on fire. Sie geht überall, sie erzählt von Jesus überall. Und dann, vor 2 Wochen sie ist zu mir gekommen und gesagt, Brina, ich habe ein bisschen Angst, weißt, in Zug oder in Orten von Jesus erzählen und ich weiss nicht, wie kann ich das machen? Und ich sage, Girl, du erzählst von Jesus überall. Überall, wo du gehst, du sagst, du redest über Jesus. Und sie hat schlechter gewusst, weil sie hat in Zug nicht über Jesus erzählt. Ich sage, wenn ich ganz wenig von dieser Leidenschaft nochmal könnte ich haben, wäre so cool. Weißt du, wenn du neu im Glauben bist, du bist so erfüllt mit Freude. Wieso verlieren wir das? Was ist los? So, du wirst nie verlieren, gell? Du bleibst. There you go girl. Wenn wir neu im Glauben sind, unser Leben, ich nehme an, hat Jesus so fest verändert, dass wir spüren, wir wissen, was habe ich heute gewonnen. Nach einer Weile wird es ein bisschen normal, wenn wir beschäftigt mit anderen Sachen und wir verlieren unsere Leidenschaft langsam. So, erster Punkt. Sei absichtlich, bewusst. Entscheide dich täglich bewusst. Bist du erfüllt? Kennst du den Gott? Weißt du, wer er ist? Ist er immer noch so genial, wie der erste Tag, wo du ihn kennengelernt hast? Wo du dich verliebt gefühlt hast. Weißt du, was das Wort Halleluja heißt auf Hebräisch? Hallel heißt, ich bin verrückt. Die Wort von jemandem, der verliebt ist und macht dumme Sachen, weil die sind einfach verliebt und die verlieren sich und die vergessen Sachen und die tun da immer verliebt. Die sind Hallel. Eine Person, die fest verliebt ist und dumm tut, ist Hallel. Halleluja heisst, ich bin ewig verliebt in Jahwe. Ja, bist immer noch verliebt. Wir werden am Schluss noch beten von dir, die sagen, hey, ich habe die erste Liebe, die David sagt, die erste Liebe verloren. Ich brauche den gleichen Feuer, weil er ist da und er ist immer noch verliebt in dir. Genau wie am Anfang. Er ist mega verliebt in einer Beziehung mit dir. Und er will dich wieder einladen zu dem ersten Liebe. So, erst ist Liebe gegenüber Gott. 2, darf ich nächste Folie haben? So, was heisst, dass ich soll absichtlich sein, bewusst sein, intentional sein? Liebe gegenüber Menschen. Schau jemand auf die rechten oder linken Seite und sag, Jesus hat dich lieb. Auch wenn die Person die Frau oder die Mann ist. Ist okay. Darfst du es machen? Jesus hat dich lieb. Also nicht ich liebe dich, das kannst du nachher machen. Auch wenn du nicht die gleiche politische Meinung hast wie ich, auch wenn ich dich nicht kenne, Jesus hat dich lieb. Und weil Jesus hat dich lieb, liebe ich dich auch. Weil du bist ihm wichtig, du bist mir auch wichtig. Sind Menschen uns wichtig? So, wenn Paulus sagt, zu den Juden bin ich wieder Jude, zu den Heiden bin ich wieder Heide, zu den Schwächen bin ich wieder Schwäche, damit ich an alle gewinne, heisst nicht, dass ich Kompromiss machen in meinem Glauben. Heisst nicht, dass ich bin waschi, ich werde alles jetzt tun, um Menschen zu gewinnen. Das heisst nicht, dass ich die Sündigen verfluchen, schmutzige Witze erzählen, so mich verdrängen wie alle anderen, damit ich sie gewinne. Nein. Überhaupt nicht. Manchmal, darf ich das sagen, wir Christen sind wie ein Nattel. In der Kirche, wir sind alle auf Laut, Stärke geschaltet. Wir sind alle Leute und Halleluja und crazy vor Jesus. Und so, dass wir mit unseren Freunden unterwegs sind, ist unser Nattel auf Stumm-Modus geschaltet. Wir sind Silence Christians. Stumme Christen, die ja nicht von Glauben erzählen. Ich schäme mich nicht für das Evangelium, sagt Paulus in Römer
1,16. An diese Botschaft werde ich mich nicht schämen, weil es gibt eine Kraft Gottes, die jedem, der glaubt, Rettung bringt. Römer 1,16. So, wenn Paulus sagt, hey, mit Juden bin ich wie Juden, was heißt das denn? Er tut nicht so wie die Juden, er hält gewisse Traditionen wie die Juden. Er hat seine Haare wachsen wie ein Jude. Und dann, nach seiner Missionreise, hat er seine Haare rasiert und verbrennt von Gott. Das ist eine jüdische Tradition. Er hält den Pessach wie ein Jude. Er geht in die Synagoge wie ein Jude. Aber wenn er das macht, tut er da predigen, tut von dem Jesus erzählen. Er hält die Traditionen wieder unter Menschen unter Gesetz, um sie zu gewinnen. Er hat Timotheus die Arme genommen, um ihn beschnitten zu lassen. Wieso hat er das gemacht? Um Juden zu gewinnen. Er hat nichts mit Christentum zu tun. Er hat aber extra gemacht, damit Timotheus kann unter den Juden akzeptiert werden und kann dann zu den Juden gehen und predigen, in die Synagoge hineingehen. Sonst hat er nicht können. So, er entscheidet sich bewusst, gewisse Sachen zu machen, damit er sie gewinnen kann. Und das Gegenteil macht er auch von der Heiden. Ich bin in Ephesus in Türkei und in der Stadt hinein, wenn du lebst, du siehst immer noch die alte Hammam, die alte Stadtbad, also da, wo sie duschen haben, so ein Spa. Und das ist so ein riesiger Raum, wo alle Männer sind hineingegangen. Und sie haben uns gesagt, die Römer und Griecher haben in der Hammam, weil die haben stundenlang Zeit genommen, sie haben ihre Debatte in der Hammam gehabt. Sehr wahrscheinlich haben sie auch Debatten auf WC gehabt. Der WC war immer public. So wie heute ist nicht das private WC gewesen. Sie haben immer public WC gehabt. Sie haben Debatten gehabt. Dann bin ich im Ephesus durchgelaufen, habe ich den Hammam geschaut und gedacht, Paulus, wie oft bist du in der Hammam gewesen? Gerade in dem Spa, wie oft hast du von Jesus in der Ort predigt? Ich glaube oft. Ich kann mir mega gut vorstellen, der Mann hockt nackt im Spa und erzählt von Jesus. Ich habe mich entschieden, ich mache das bewusst, ich rede über Jesus, egal was für eine Gelegenheit es kommt, ich steige aus, ich erzähle von Jesus. Und dann, der Raffi hat gesagt, ich muss es da erzählen. Dann bin ich, ich muss Haare entfernen an meinem Körper, bin eine Haare entfernen Handel gegangen, hocke ich nackt auf dem Bett. Sehr intim, sehr peinlich. Und es ist so peinlich, dass ich nicht reden will. Es ist peinlich, es ist wirklich peinlich. Und dann die Frau sagt, so, was machen Sie beruflich? Wenn die Frage kommt. Ich habe angefangen zu schwitzen. Ich schwitze jetzt nur wegen dem, weil ich mag mich erinnern. Und dann sage ich will nicht erzählen. Ich habe 2 Jobs. Ich arbeite in der Kirche, aber ich arbeite auch für den Sam. Ich bin politisch aktiv, 20%. Ich bin angestellt für einen anderen Ort. Ich habe gedacht, so, ich schwinde von meinen anderen... Ich lüge nicht. Ich erzähle einfach meinen anderen Job. Weißt du, es ist so peinlich, wenn ich von Jesus erzählen wenn... Und ich gesagt, ich bin Pastorin. Aha! In der Kirche? Ja, in der Kirche. Welche Kirche? FG, Kreuzfunk, da in Wettigen. Komm bitte nicht in meine Kirche, weil dann... es gibt andere Kirchen nicht in Wettigen. Und dann hat sie angefangen von ihrem Leben zu erzählen. Sie ist in MK aufgewachsen, sie ist nachher eine Weile in FG gewesen, ist von Glauben weggekommen, hat ein sehr schwieriges Leben gehabt. Sie kennt eine Kollegin von mir, von Bethel, haben ein bisschen über das geredet, bis sie fertig war mit dem Teamteil. Und dann habe ich noch über Jesus erzählt. Er hat mich so geschämt. Und dann habe ich überlegt, aber ich habe Gott gesagt, hey, gib mir Gelegenheiten, dass ich über Jesus erzählen kann. Habe ich wieder erzählt von meinem Leben, von meinen Schwierigkeiten, die ein bisschen ähnlich waren wie ihre Situation. Und versucht, zwischen Verschmerzen und Scham zu sagen, hey, ich glaube, aber Jesus hat dich mega lieb. Ich weiss, du bist weg, aber er ist nicht weg von dir. Er liebt dich fest. So fest. Ja, aber ich schäme mich, hat sie gesagt. Und ich habe gedacht, glaub mir, du schämst dich nicht so fest wie ich. Und dann habe ich noch gedacht, darf ich so beten? Darf man Christ
in dieser Position beten. Wir haben anders gelernt. Also, meine Eltern haben mich besser erzogen. Ich dachte, weißt, wenn ich aufstehe und kann mich bekleiden und dann kann ich für sie beten und sie hat die nächste Kundin, dann muss ich sagen, okay, weißt du, was darf ich für dich beten? Dann haben wir miteinander beten und dann letzte Woche habe ich meine Mami zu ihr gebracht. Ich dachte, den nächsten Tag kann sie machen, jetzt habe ich meinen Teil gemacht, that's it. Ich sage, Mama, go, redest du mal ein bisschen mit ihr. Paulus hat das gemacht. Du nimmst Situationen in Anspruch, die mega peinlich ist, weil du liebst Menschen. Weil die sind dir wichtig. Weil du siehst Menschen, die leiden, die nicht einfach haben. Wenn Menschen dir wichtig sind, wenn du Menschen liebst und wenn sie spüren, dass du sie liebst, dann werden sie dir hören. Sobald sie Menschen spüren, das Herz, sie werden auch das Wort hören. Liebst du Menschen um dich in deinem Umwelt? Tust du sie wertschätzen? Bist du kreativ? Gehst du bewusst zu Menschen? Wir sagen, hey, komm in die Kirche, wir haben Event, komm in die Gemeinde, komm in die Kirche. Wirst herzlich eingeladen. Awesome, mach es weiter. Aber Paulus ist nicht gegangen und sagt, kommt in die Synagoge. Kommt und hört. Er ist zu ihnen gegangen. Das Wort Gottes sagt, Johannes 3,16, kennen die alle auswendig. Weil Gott hat die Welt so fest geliebt, dass er seine eigene Sohn gegeben hat. Damit die in ihm glauben, werden ewige Leben haben. Er ist so fest geliebt, dass er hat nicht gewartet, bis wir im Himmel sind, sondern er hat den Sohn zu uns geschickt auf dieser Welt. Und denn Jesus ist überall gegangen. Er ist in verschiedene Städte gegangen. Er ist zu jedem Mensch gegangen. Zur Hohepriester, zur sündigen Prostituierte Frau. Er ist überall gegangen, hat gesehen, hat brüllt, hat sein Herz wehgetan. Von sich selber erzählt. Sei bewusst, sei verliebt mit Gott. Lieb den Nächsten, ganz zu ihnen, raus. Und das ist mein Challenge, zu rausgehen, mich fordern und Gelegenheiten finden, wo ich bewusst von meinem Jesus erzählen kann. Jesus hat das gemacht. Paulus hat das gemacht und wir machen. Was ich noch gemerkt habe, mein letzter Punkt, was ich stark gemerkt habe, wenn Menschen in deiner Umgebung sind, die für Jesus brennen, dann brennst du auch für Jesus. Als ich bin in College gesehen in England, wie wir sind halt im College und das geht alles über Jesus und wir haben ständig gebetet und es ist so viel Feuer und Flamme gewesen in der College. Und ich habe gedacht, die Feuer geht nie weg. Und wir haben eine Predigt von unserer Graduation und die Predigt ist um das gegangen, sei vorsichtig. Es braucht nicht lang, bis du dein Feuer verlierst. Und der Prediger hat gesagt, er hat Studenten von der Universität kennengelernt, oder sie kennen, dass eine Woche nach ihrer Graduation, nach ihrem Abschluss, sind vom Glauben weg. Und ich habe gelacht. No way. Keine Chance ist einer von uns kann von Glauben abkehren. Innerhalb von Wochen nach dem College. Also nach alles, was wir erlebt haben. Nach dem höheren Erlebnis, was du gehabt hast. Ich kann euch sagen, wir sind 27 Studenten in dieser Klasse. Und heute sind wir etwa 10, 11 von uns Studenten, die vielleicht in der Kirche sind, im Dienst oder im Glauben sind. Von den anderen wissen wir wirklich nicht mehr. Und wir haben uns vor ein paar Monaten getroffen, so wie die Studenten nach 20 Jahren nachher. Es war 2003, ich bin alt. 20 Jahre nach meinem Studium, wir haben einen Zoom-Call gemacht, wir treffen uns, wir haben betet für die nur mehr im Glauben stehen. Ich habe gelacht, ich habe gedacht, hey, niemals. Wenn du Theologie studierst, wenn du Gott erlebst, dann kannst du nicht verlieren. Es geht so schnell. So bewusst dich umgehen mit Menschen, die mit Jesus auf Feuer sind. So, ich treffe mich jeden Donnerstag, also ich telefoniere mit Michelle Marti. Sie ist meine Gebetspartnerin jeden Donnerstag. Die Frau, sie brennt für Jesus. Ist sie da? Nein, awesome. Ihr Mann ist da. Gut, das ist ihr nicht sagen.
Sie brennt für Jesus. Sie erzählt von ihrer Dienst. Sie dient unter Prostituierte, sie dient unter von Menschenrecht, Frauenrecht, Kindertrafficking. Und wir telefonieren eine Stunde in der Woche und wir beten miteinander. Und das tut mir so gut. Jede zweite Woche am Freitag treffe ich mich jetzt mit Rani. Sie kommt bei uns im Büro. Wir reden miteinander, wie kann man in unserer Umgebung Jesus bekannt machen. Wie kann man Jesus rausbringen von der Kirche? Nicht nur sagen, hey, komm in die Kirche, das ist awesome, das ist gut, das machen wir, das hat ihren Platz. Aber das kann nur das sein. Also darf ich ihr dürft schon auf die Bühne kommen. Ich bin schon fertig. Das kann nicht sein. Sie kommt rein und sagt, hey Sabrina, kann man eine Schule auftun? Kann man, es gibt arme Menschen, hey, wie kann man Menschen in Wettigen, in Baden, ich habe geschaut, wir haben 19.500 Menschen in Wettigen. Nur in Wettigen, Mitglieder von Landeskirchen und katholischen Kirchen sind rund 10.000, 11.000. Und die Zahlen sind vor dem Corona. Ich habe 2018, 2019, ich habe die jetzigen Zahlen nicht gefunden. Wir können sagen, von der Freikirche sind auch vielleicht 1'000 Leute, ungefähr, ich weiß es nicht. Aber wir haben mehr als die Hälfte von Leuten in Wettigen, nur Wettigen, die Jesus noch kennen. Mehr als die Hälfte. Und ich zähle nicht den Baden und Neuenhof und Wurrenlos. Was machen wir da? So, ich treffe mich jedes Mal mit Ronnie und wir reden, wie kann man aktiv Menschen in so einer Umgebung gewinnen. Und Ronnie kommt mit Ideen. Hey, diese Frau, das tut mir so gut. Wir haben uns vorgenommen, seit einem Jahr, mit der Gemeindeleitung. Jede Gemeindeleitung am Anfang, wir geben Zeugnis und es heisst, mach Jesus berühmt. So, in der ersten halben Stunde, wir erzählen in der Gemeindeleitung, was hat Jesus gemacht. Die letzten 2 Wochen, wo wir uns noch gesehen haben, letzte Woche, mach Jesus berühmt, gib ihm Ruhm, gib ihm Lob und Preis, erhebe seinen Namen. Und dann jeder von uns geht in der Runde und erzählt mal von etwas, was wir mit Jesus erlebt. Und das zwingt mich, in der Woche etwas zu haben, zum Erzählen. Und jedes Mal, wenn ich etwas erlebe, sage ich, yes, that's it, jetzt kann ich das. Nächste GL-Sitzung sagen, schon cool. Das würde mich herausfordern. Und ich will dich heute herausfordern. Vielleicht bist du in einer Kleingruppe. Mach das erste halbe Stunde Jesus berühmt in deiner Kleingruppe. Jedes Mal, wenn ihr euch in einer Kleingruppe trefft, einfach eine Runde erzählen, hey, mach Jesus berühmt. Und bewusst, absichtlich. Bringt das in eure, Ernsthaft, bringt das in eure Traktanten, bringt das in euren Plan. Egal, was ihr macht, egal, wo ihr seid. Hey, lass uns erzählen, ob es, was wir mit Jesus erlebt haben. Und dann, wir beten und dann machen den Rest davon. Aber macht bewusst. Trefft mit Leuten in eurer Umgebung. Trefft nach dem Gottesdienst mit so. Lass sie 3 Minuten mit ihr reden. Treff dich mit Menschen, die on fire sind. Jesus. Nach dem Gottesdienst heute werden wir ein Interview haben von Julia und Tai, die sich entschieden haben, mit ihrem Leben einen Unterschied zu machen. Ich bin sehr stolz für das, was sie machen. Die entschieden haben, wir wollen einen Unterschied machen in unserer Umgebung. Wir werden sie hören für sie, dann beten und sie aussenden. Lass mich für dich beten vor dem Lobpreis. Wenn du sagst, hey, mein Feuer ist abgegangen, Sabrina, so wie du. Ich bin beschäftigt, ich bin müde. Ich habe das jahrelang gemacht, jetzt kann niemand anders machen. Nein, Gott hat einen Plan für dich. Und er will, dass du einen Unterschied machst im Leben von Menschen in deiner Umgebung. Dass du kreativ wirst und dass du Gelegenheiten nützt. Und so bitte ich, Heiliger Geist, da wo Feuer gelöscht ist. Da wo Leidenschaft abgegangen ist. Da wo Mitgefühl, Liebe von Menschen, von den Nächsten nicht mehr so viel da ist. Da wo Müdigkeit und Schöpfung da ist. Heiliger Geist, bitte ich um neue Feuer.
neue Freude, neue Erkenntnis, neue Offenbarung vom Himmel. Ich bitte für die, wie ich, die einfach das Feuer vielleicht verloren haben, kann man sagen, wir wollen dein Gesicht sehen, nochmal neu. Wir wollen die Stimme hören, nochmal neu. Wir wollen den Himmel sehen, nochmal neu, damit wir offen sein können. Ich habe es neu. Komm, Heiliger Geist, mit Begegnung. Komm, wir begegnen uns neu. Erfrisch uns neu. Erfülle uns mit neuer Leidenschaft. Gib uns Gelegenheiten, Möglichkeiten, dass wir deinen Namen bekannt machen, dich berühmt machen. Gib uns Gelegenheiten, wo wir von dir, Jesus, erzählen können. Gib uns Möglichkeiten, dass wir Menschen gewinnen können für deine Botschaft, für dein Reich. Weil das ist genial. Amen. Darf ich die letzte Folie kurz lesen? Wir machen das nicht für uns, für unseren Raum, für uns bekannt machen, sondern das alles tue ich wegen des Evangeliums. Denn ich möchte an dem Segen teilhaben, den diese Botschaft bringt. Willst du gesegnet sein? Willst du einen gesegneten Tag haben? Willst du ein gesegnetes Leben haben? Teile deine Gnade mit anderen Leuten. Halte das nicht für dich.